Wir begrüßen euch ganz herzlich bei der News-Sendung Panorama, moderiert aus Bern. Heute in der Sendung haben wir für euch Explosion in Hünibach bei Thun. Heute Nacht ist ein Bankomat gesprengt worden. Energiesicherheit, ein grosses Thema bei der Agrola. Und dynamische Preise in der Skiregion Jungfrau, gibt es die vielleicht schon gleich? In Hünibach bei Thun ist heute in der Nacht ein Bankomat gesprengt worden. Täter sind offenbar mit einem Töff geflüchtet. Schon wieder ein Bankomat gesprengt, könnte man jetzt denken. Das Gleiche ist nämlich im Sommer zu Wattenwil und Jägisdorf passiert. Mein Kollege Patrick Schmidt berichtet vom aktuellen Fall am Thunersee. Ich stehe hier in Hünibach. Anwohnerinnen und Anwohner berichten, dass heute Nacht um 3 zwei riesige Knall gegeben nacheinander. Unbekannte haben hier den Bankomat gesprengt. Wir wollen wissen, was kann man machen, um so Fälle in Zukunft möglichst zu verhindern, weil gemäss unseren Meldungen scheint eine Zunahme zu bestehen. Ja, ich weiß nicht genau, um wie viel Uhr es war, aber inmitten der Nacht, ich war so im Tiefschlaf, gab es einen riesengroßen, wahnsinnigen Knall. Ich habe gedacht, der Berg gegenüber explodiert oder sonst was ist passiert. Es war Wahnsinn, das Haus hat gewackelt, das Bett hat gewackelt, aber danach war Totenstille. Ich habe dann einfach nur darüber geschaut, da war nichts. Bin ich mein Bett gegangen, aber ich habe danach nichts mehr gehört. Ja, dann habe ich zur Straße rausgeguckt und denke, was ist denn hier los? War alles gesperrt, gell? Gucke ich hier rüber zur Bank und dachte, ach du meine Güte. Alles klar, gell? Sie wissen von Deutschland, dass da Methoden gibt, wie man das ein bisschen verhindert? Genau, man hat jetzt festgestellt in Berlin und verschiedenen anderen deutschen Großstädten durch diese Bankomatsprengung, dass man sich etwas einfallen lassen müsste. Das heißt, in dem Moment, wenn der Bankomat gesprengt wird, werden die ganzen Scheine mit Farbe bedeckt. Ja? Dann macht es keinen Sinn mehr. Und von da an hat es tatsächlich auch abgenommen. Energiesicherheit. Ein Thema, das im Moment ja sehr viel diskutiert wird. Ob es jetzt da um die Stromversorgung geht, um die Mobilität oder im Winter natürlich auch um das Heizen. Und auch die Agrola beschäftigt sich intensiv mit diesem Thema. Sie will die Energie fit machen für die Zukunft. Und ein Beispiel dafür: Holzpellets. Ja, Holzpelletsheizungen sind eigentlich einer der Heiztechniken der Zukunft. Wir haben ein Wachstum, es ist ein Wachstumsmarkt. Er wächst moderat, aber er wächst und das ist natürlich für die Branche sehr wichtig. Wir richten uns da danach aus und gerade mit unserer Lager- und Logistikleistung passen wir uns jährlich dem Markt an und versuchen unsere Kunden damit zu bedienen. Ja. Ja, wir sind hier in Münchenbuchsee vor einer unserer zwei Pellets-Umschlagstationen. Wir haben in der Schweiz haben wir eine in Münchenbuchsee und Zmuder in der Westschweiz. Unsere Chauffeure machen da alles selber und da kommt das Material von der Produktion. Und wir bringen es hierher und uns da mit unseren Spezial-LKWs, Silo-LKWs, verladen und unseren Kunden bringen. Und wir gehen quasi mit dem Lager näher zum Kunden und sind dann quasi auch schneller in der Logistikleistung. Wir haben einfach die Stärke bei unserer Lagerstrategie und unserer Logistikleistung. Wir haben unsere Pelletsfahrzeuge in der ganzen Schweiz national verteilt. Wir haben Pelletslager in der ganzen Schweiz verteilt und haben so mit unseren Produzenten zusammen ein flächendeckendes Netz und sind so höchst flexibel. In den stärksten Wintermonaten da sind wir eigentlich immer parat mit kurzen Lieferzeiten. Der Vorteil ist auf jeden Fall, dass wir das ganze Jahr liefern können, auch wenn mal ein Produzent einen Ausfall hat, sei es mal kein Strom bei sich auf der Produktion, weil etwas passiert, oder keine Wärme, wir können mit unserem Lager immer unsere Kunden bedienen. Die Wertschöpfungskette die ist geschlossen in der Schweiz und ich glaube, da hat die ganze Branche Höchstleistung gebracht, dass man einen so einen hohen Versorgungsgrad und so einen hohen Wirkungsgrad bei unseren Holzpellets erfahren. Ja, eines unserer Ziele von der Agrola ist natürlich die Versorgungssicherheit in allen Produkten. Wir sind ein Vollversorger in der Schweiz und da sind unsere Kunden, unsere Abnehmer, unsere Partner sind uns da so wichtig. Und deshalb passt auch die Strategie bei Holzpellets passt zu unserer ganzen Strategie. Und wir können so die Eigenversorgungsgrad von der Schweiz, da können wir natürlich da mit stärken. Wir bleiben noch gerade beim Thema Energie. Die braucht es natürlich auch für Bergbahnen zu betreiben oder auch für die Skilifte. Und weil diese Kosten immer mehr steigen, haben gewisse Skigebiete flexible Preise eingeführt. Unter anderem in Adelboden ist es schon so oder auch in Zermatt.
Und wie ist denn das in der Skiregion Jungfrau? Könnte es dort in Zukunft auch flexible Preise geben, je nachdem, was für ein Tag und was für Wetter ist? Ich würde nicht ins Maul nehmen, es gibt nie dynamische Preise, aber wir sind sehr gut gefahren. Und die Feedbacks vom Markt sind sehr positiv durch das, dass man eben bei uns jeden Tag den genau gleichen Preis zahlt. Ist es eine Tageskarte, ist es eine Wochenkarte oder ist es ein Saisonabonnement? Ich glaube, man muss immer den Markt anschauen. Ich habe immer gesagt, solange ich hier Chef bin bei der Jungfrau-Bahn, gibt es keine dynamischen Preise. Aber das Umfeld verändert sich, der Markt verändert sich. Aber ich glaube, auch das Wichtigste, mein Grundsatz war immer, man muss nicht im Mainstream mitfahren oder mitlaufen, sondern viermal an, anders als alle anderen. Und wir sind noch gleich, wie mehr, gehören wir zu den einzigen grossen Skigebieten, die klare, transparente und faire Preispolitik hat. Aber noch andersrum gefragt, wenn man dynamische Preise einführen würde, dann gäbe es eigentlich auch mehr Ertrag. Das ist sicher so, dass man könnte unter anderem mehr Ertrag holen. Das ist ja das Ziel vom Dynamic Pricing. Es ist eine Abschöpfungsstrategie, mehr Umsatz, also das heisst auch mehr Ertrag pro Person holen pro Gast. Andererseits fahren wir mit unserer Strategie sicher sehr gut. Wir haben die 3. Wintersaison, haben wir Berner Oberland im Skipass, also das heisst Tageskarten, Wochenabi, Saisonabi eingeschlossen. Und da bieten wir sicher auch für unsere Gäste einen echten Mehrwert. Und wir wollen das weiterhin aufrechterhalten, weil wir überzeugt sind, dass wir auch in diesem Marktumfeld die richtige Entscheidung gefällt mit einer glasklaren, transparenten Preispolitik. Solange er Direktor bei der Jungfrau-Bahn sei, gäbe es keine flexiblen Preise, sagt der Urs Kessler. Er ist aber nur noch bis im Juni dort. Wir bleiben natürlich für euch dran. Und jetzt wartet noch ein genauer Blick auf das Wetter. Wie geht es genau weiter? Wird es wieder ein bisschen schöner? Kommt es vielleicht schneien? Das sagen euch unsere Experten von Meteo News jetzt. Das war es für heute. Schön, habt ihr reingeschaut. Macht's gut. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Winterferien. Made in Bern. Das ist Ihr Plattform-Jodwetter für den Kanton Bern zum Start in die neue Woche. Es freut mich sehr, haben Sie wieder eingeschaltet. Ja, heute sind wir zwischen einem kräftigen Hoch über Nordwesteuropa und einem Italien tief im Bereich von einer straffen Beisenströmung gelegen. Auf diesem Weg hat uns feuchtkalte Luft erreicht. Morgen fühlt sich das Tief im Süden auf. Der Hochdruckeinfluss nimmt zu. Dadurch wird die Luft von oben her trockener. Mit hochnebelartigen Wolken starten wir in den Dienstag, aber rund 1800 Meter zeigt sich der Vormittag mit viel Sonnenschein und Morgentemperaturen liegen im Plattform-Jodwetter-Sendegebiet knapp über dem Gefrierpunkt. Am Nachmittag ändert sich wenig am Wettergeschehen. Unterhalb von rund 1800 Meter bleibt es meist grau und drüber da ist es blau. Bei rund 3 Grad haben wir eine schwache bis mäßige Beise. Somit ist es gefühlt nur ein bisschen kälter, als es tatsächlich ist. In unserem Wintersportgebiet gibt es einen tollen Tag mit viel Sonnenschein. Auf 2000 Meter haben wir etwa -5 Grad und es bläst dazu einen schwachen bis mäßigen Südostwind. Ja, es geht bis am Freitag mit dem Hochnebel weiter, der sich nur teilweise auflockern mag. Die Obergrenze sinkt von rund 1300 Meter am Mittwoch bis am Freitag unter 1000 Meter. Darüber zeigt sich das Wetter zur Vorweihnachtszeit meist sonnig und die Lichtbeise begleiten uns bis am Donnerstag. Und auch der Samstag geht zuerst mit dem ähnlichen Wettercharakter weiter. Jedoch kann es gegen den Abend vereinzelt nass werden und der 3. Advent zeigt sich aus heutiger Sicht unbeständig. Es ist gut möglich, dass es bis in tiefe Lagen schneien kann. Ja, das war schon wieder Ihr Plattform-Jodwetter für den Kanton Bern. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Vorweihnachtszeit. Ade miteinander.